Herzlich willkommen für die Echtsendung RDR TV no der Summervakanz, das an engem Stand die 6. Edition. Am 100 für die 6. Sendung auch etwas Neues ausprobiert, man den sie nämlich op an 2 Deler. Für den nächsten Teil begrüßen ich zu meiner Linkster den Robby Mehlen, den werde ich auch über die ganze Sendung bereden. Den Jeff Engelen, der Bezirkssekretär aus dem Norden, den ich auch begrüßen, den aber dann an der zweiten Halbzeit den ausgewechselt. Mam Carmen Birkel, der Gerant vom Maschinenring. Der nächste Robby Mehlen, wir hatten als RDR hatten Remont August, den aber relativ gut gefüllt war. Macht direkt 3 Pressekonferenzen. Eng davon, die hört ein bisschen von sich schwätzen genommen, das war als Pressekonferenz zur Trennung von Kirche an Staat. Das ist ja auch nicht Neues, dass der RDR das dort fordert. 1991 wird der RDR schon gegen die 4 Konventionen gestimmt. 2004 haben wir gegen zunächst Konventionen gestimmt, also was es nicht Neues, von der RDR sieht, Trennung von Kirche und Staat. Was mir aufgefallen ist an der Presse her, dass sich die Partei ein bisschen viel Geheit getut, wie wenn sie gegen den Islam gefallen hätten. Das war ja bestimmt aber nicht die Intention von der RDR. Nee, ganz sicher nicht. Ich meine, ich muss vorausschicken, dass wenn ich über Fragen von Religion schwätzt, von Kirche schwätzt, Trennung von Kirche und Staat, dass das immer ganz sensible Themen sind. Wir sind uns das schon lange bewusst, wir haben noch lange über die Problematik diskutiert für eine Zeit, haben wir noch Demos, es gibt also eine irreversible Position festgelegt. Und zwar sind wir der Meinung, dass die Kirche und der Staat effektiv sollen, so weit wie es geht, von getrennt sein. Ich meine, das wäre eine gute Position. Das ist auch egal, wer für eine Kirche das ist. Und das ist ja da, wo auch die neuen Schwierigkeiten kommen. Es kommen neue Religionen dabei. Da ist, wo es praktische Schwierigkeiten, wie kriegt ihr den Unterricht organisiert an der Schule? Das ist eine ganz kruziale Frage gewesen, die wir aber dafür auch ganz pragmatisch umgegangen sind, haben wir gesagt, wenn es geht, au contraire, es soll ein Kurs an der Schule gehalten gehen, wo es um Ethik geht, wo es um Religionen geht, weil das hat etwas mit der allgemeinen Kultur, mit der Formation zu tun. Das soll ihnen enseignieren, was die verschiedenen Religionen, was das bedeutet, für was sie antreten und so weiter. Dann hat ja nach Schiedfried Möglichkeit, erstens sei Schwarz zu treffen, und zweitens hat alle Kirche die Möglichkeit, für dann hier Religionsunterricht nie aufzuhalten, wie das übrigens schon 1912 der Fall war, wie das jetzt die Schulgesetz angefangen. Wie realistisch die Frage, wo die nur an der letzten Stelle tritt, an der letzten 2 Wochen oder Pressekonferenz, wie realistisch als die Wert davon zu drehen, dass hier am Land eine Majorität zusammen könnt, hier 4,5 Millionen Verfassungsänderungen durchzuziehen, die müssen für dich mal kommen, für eine Trennung von Kirche und Staat zu erreichen. Wie realistisch sind da die Aussichten? Für das kann stattfinden, brauchen wir eine 2/3 Majorität an der Chambre. Ich muss Minimum 40 oder eigentlich richtig 41 Deputierten dafür stimmen. Wenn ich davon ausgeht, dass CSV nach wie vor die jetzige Disposition an der Verfassung will aufrechterhalten, dann müsste auf allermanns CSV 120 fallen. Und all die anderen müssten sich darüber einig sein, für die Bestimmungen dort zu ändern, wo für allem ein Artikel ist, dass die Festschreibung in der Verfassung, dass geistlich vom Staat bezahlt ging. Was natürlich ein kritisch froh ist, wie so lange, wie das in der Verfassung steht, kriegen wir nicht weg. Und ohne eine qualifizierte Majorität in der Chambre kriegen wir das auch nicht weg. Konventionen hin oder her, wir können Gesetze machen, wir wollen. Das steht in der Verfassung. Also das wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern, aber dass bei der nächsten Wahl eine größere Virement kann. Das sehen wir dann an, wissen wir spätestens dann an 2 Jahren des Zeit, dass die Wähler durch dezidiert wird. Wir sind aber noch nicht für nichts hier an den Norden gekommen. Ich gebe aber auch nach gern den Misch an dem Elsie, merci so ein Halb vom Café Dellerie zu Ningsen, dass wir nur tun dürfen, freien Tag. Da wird ich ein bisschen an hinmachen. Vielmals merci auf jeden Fall. Ich habe England, wie gesagt, wir sind an den Norden gekommen, und du hast ein Sujet, den ich als RDR-Mann besonders nach den Nil brennt, das ist der SIDEC. Am 2 wird gesagt, der SIDEC, das Mülldeponie von den Gemengen aus dem Norden, und da gehen nicht streng ablohen, und anscheinend geht sich auch schon praktisch 10 Jahre lang Chef England nicht die Ablohen gehalten, die schwätzt von Illegalität.
Ja, das ist ganz korrekt. Wir schwätzen very lange Jahre von Illegalität an der Hinsicht, weil all die Oplären, die da gemerkt sind, sind zum größten Teil bis noch nicht erfüllt gehen. Wir können die Bestätigung nach für einen guten halben Jahr oder einem Jahr, aber ein parlamentarisches Vor, die KPGM gestaltet hat, und von 11 Punkten der Art nicht konform wären zum Gesetz, was du willst. Wir sind schon lange dort, aber dann gerne, wir hatten schon 4, 5, 6 Jahre, an der sagt, du angefangen drin zu schaffen, weil du schenkt Menschen es nicht richtig zu sehen, dass nicht sie um Doppelherre gehalten wird, sie auch nicht immer in Gesetze gehalten. Und wir sind aber der Meinung, dass die Bege, die rundherum da wohnen, und noch die Leute, die dafür bezahlen, dass sie die Bege alles, der meistlich, die haben aber recht auf, dass das konform zum Gesetz gehandhabt wird. Und das schenkt aber viele Punkte nicht so richtig der Fall. Mit Resultat von der Geschichte aus ja war, wenn ich richtig verstanden 100 Sickerwässer zum Teil ungefiltert an den Boden geht. Das geschieht sind da über 10 Jahre, so dir, was bringt das mit sich? Ja, das wird man oder frisch. Filterwasser lebt schon mehr oder weniger 10 Jahre, nur zwar nicht mehr die letzten Jahre, mit den Jahren verdrehen, also 10 Jahre ungefiltert an den Boden rangelaufen, weiß kein, wo der Tegel was, weiß nicht, was da noch von Umweltbelastungen am Jahrzehnten noch bei uns durchkommen. Und dafür hätte ich mir gerne konkret Sachen an der Sache. Wir sind noch da am Gang. Sie haben am Fongol, da muss ich technisch gucken, sie haben über die bestehende Mülldeponie für uns 10 Jahre einfach eine Schicht drüber gesagt, von 65 cm, da haben sie drüber gesagt, eine Asphaltschicht, und du hast drinnen nach Müll. Du hast ja die Verroddel und du sie Plätzen, den die war gesagt ideal, was schon ganz normal ist in dem Bereich. Das sind wie ein Stroß, die geht schon gedammt, dann hast du Müll, die geht dann 5, 6 Meter Bängerplatz so, und da bleibt mit Bängerplatz, weil du nie festes gelagert bleibt du stehen. Und das ist keine Mülldeponie von der Welt, die garantiert, dass das dicht bleibt. Also, dass du sicher warst, weil du nur lebst, und das also am Rapport rausziehen vom Ministerium, am Muchten da just wie ich da nur zu sagen, da wird gesagt, dass wie alles an der Reihe, ob der Mülldeponie an am Süddeck, da haben sie schon eine ganze Reihe Bedenken, was sicher Wasser überlebt. Du musst noch wissen, an dem Ministerium, an die Sache schreiben, müssen noch wissen, wer du Zwischenzeilen hat, und da ist ganz schwer, dazwischen zu lesen. Du musst die Fachleute fragen, wie das einzeln kann gemengt sind oder aufgebaut gesehen. Also das ist ein Problem, Robin, der just punktuell ist, den nur dein Süddeck betrifft, oder Also ich habe mich gefragt, von dem den Leuten Schwetterpater Lassers, dass ein geringer Präsident den Chef von dem Syndikat. Wie ist es möglich, dass ein geringer Präsident von dem Berufssyndikat sieht, das wäre alles an der Reihe und das nicht an der Reihe, sich über Gesetzesbestimmungen rechtsetzt, das verteidigt mit Zähnen und Klauen, ob schon hier eigentlich als geringer Minister Kontra, so halt, das geht nicht. Du versickert selbst am Boden, du laufen Sachen an deutlich Kanalisation, Leute, die Hunde Bestand am Dorf, und ich weiß nicht was. Die Aufdeckung ist nicht dicht. Also, das ist einfach etwas, was den nicht begreift. Das hat man für weggeholt. Dann, ganz allgemein, wir haben nun aber ein Projekt gestimmt, das relativ teuer kostet, für neue Installationen auf den Titel zu bringen, den eigentlich evaluiert ist. Das muss ich ganz klar so wie ein Notfallgesetz verzieht, vermeiden, dann recyclieren, so weit wie geht, und nehmen das, was dann noch nicht ernst zu verwerten ist, dass der deponiert geht. Ich bin gar nicht konform zu diesem Gesetz. Ich habe mich eigentlich dagegen gewehrt, gegen das, was wir nach gemerkt haben, dass man der Rechten selber bestimmt, weil wir gesagt haben, das muss doch geschehen. Wird das keine Solution. Wir müssen eine gerne Aufhaltpolitik betreiben, und die lebt darüber raus, dass praktisch alles muss recycliert werden. Die Sachen sind allzu schuld für Wäschgeheizt. Was ist dann eine konkrete Aktion, wo dir als ADNO vielleicht evaluiert tut, für eine Bewegung an der Toten ranzubringen?